Ave spes nostra, Dei genitrix Virgo Maria, quem eroisti portare, Confortavi Dominus eras portarum tuarum, benedixit filiis tuis in te. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave spes nostra, Dei genitrix Virgo Maria, quem eroisti portare, Celorum et Dominum, tu gloria in Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Alleluia, alleluia. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes, der uns in jeder Not tröstet, sei mit euch. Liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Mitbrüder, besonders aber auch liebe Mitarbeterinnen und Mitarbeiter von der Krankenpastoral. Wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Andacht für die Krankmenschen, zu diesem Gedenkmoment doch für all Opfer von der Pandemie. Wir haben schrecklich meint Hannadais. Nach nie wie vier drun, war Lützeburg wie auch seine Notbeschländer fokussiert auf Krankheit durch den Virus und auf Zahlen von Todesgen. Ob einmal war alles ernst, aber dass es so schrecklich ernst hat Kinder kommen, hätte man wohl alle Gute nicht gedurcht. Zeiten, an denen es unmöglich war,
für Stirbenden Adi zu suchen. Zeiten, wo auch die Nostfamilie nicht kommt bei ihr Liebst gehen, die an der Klinik lauchen, ob der Intensivstation. Dass man konnten, jedenfalls am Anfang von der Pandemie, mal nicht Kirchen zu viel Sinn für ihre letzten würdigen Adieu. Wie viel Weh göttet an den Herzen von denen, die so zurückbleiben. Wie viel bitter Erinnerungen und das letzte meint. Am Leid rickelt ihn zusammen. Am Leid sich den Trost. Den Trost kann ihn sich nicht selber geben. Könnt von einem anderen. Könnt von Menschen. Könnt von Gott. Könnt von Maria. An diesem Moment, den im Moment soll sie von Gedenken, von dem Abmachen von unserem Herz, wollen wir uns trösten lassen mit dem Trost, den von diesem Altar kommt. Vom Gnadenbild von unserer Trösterin. Sie weiß, was einsam sterben ist von ihrem Jungen. Sie konnte ihm keine Hand reichen. Sie weiß, was Trauer ist. Aber sie hat auch Trost erfuhr. An diesen Trost geht sie als Mann von der Kirche und uns weiter. Lasst mal das Herz bereden, dass wir empfänglich gehen für die Gaben, die sie als heute Mittag zu schenken. Lust mal beten. Barmherziger Gott, mit Sorge stehen wir dem Virus gegenüber, das Einsamkeit, Angst, Krankheit und Sterben mit sich bringt. Wir haben keine Wahl, die Situation anzunehmen und auf bessere Tage zu hoffen. Doch wir wollen uns darauf besinnen, dass du, Gott, uns deinen Sohn gesandt,
und uns seine Mutter als Patronin zur Seite gestellt hast. Du bist in Trübsal und Bedrängnis an unserer Seite. Ja, nicht einmal der Tod kann uns von deiner Liebe trennen. Erhalte uns in diesem Glauben und führe unsere Toten zu neuem Leben. Dieu miséricordieux, nous nous sentons impuissants face au virus, face aussi à la solitude, la peur, la maladie et la mort, qui, par lui, sont entrés dans nos vies. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter la situation telle qu'elle est et d'espérer des jours meilleurs. Mais nous voulons nous souvenir de ton amour pour nous. Tu nous as envoyé ton Fils et tu nous as donné Marie, ta mère, sa mère comme patronne. Tu es à nos côtés dans les situations difficiles et dans la détresse. Pas même la mort ne peut nous séparer de ton amour. Affermis notre foi et conduis nos morts vers une vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Eines habe ich vom Herrn erfragt, dieses erbitte ich: im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens. Ich aber bin gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fest, sei dein Herz. Und hoffe auf den Herrn. Wort des lebendigen Gottes. de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur
acte la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr. Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Broten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lieber Herr Weihbischof, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, liebe Kanner, ich gesehen Sie Kanner hei. Liebe Leute alle gut hier an der Kathedrale, daheim über das Radio, Tele oder Internet. Thema von heute ist, ob einmal war alles ernst, Begegnung, die Konzepte und Regeln verändert. Manche von uns war schon mal krank, mit Krankheit leben, akzeptieren, ob jung oder Mann jung, dass die Gesundheit auffällt, das ist eine große Etappe am Leben. Sie gehen aber auch von einer Person, die als nachsteht, seine Fragilität so zu erfahren, als manchmal wie ein Abbruch an unser Leben verändert uns selber an manchmal auch unser Leben. Diejenigen, die Kanner oder Enkelkanner haben, die wissen, wie es als Mom oder auch als Pap geht, wenn ein Kind echt krank ist. Das Kind muss sie leiden, das für Ältere sicher das Schwerste, was es gibt. Von den Höchsten und Tiefsten, die das ältere glaubensmäßig erleben, gar nicht zu schwätzen. Für was lässt den Herrgott das zu? Für was muss ein Kind und dummer doch mir so leiden? Was tun wir dann immer verbracht? Gouf das Lied lang Zeit als Strophe für Sünden interpretiert. Ein Gottesbild hat mehr Angst wie Trost gibt. Wir kennen vielleicht betroffene Eltern oder Hunde doch selber erlebt, die Himmel und Erde bewegt haben, für das dem Kind geholfen gehen. Doktorskonsultationen, Klinikaufenthalte zu Lützeburg, zu Brüssel, zu Paris oder Straßburg, alles schwierig und kompliziert, kostenaufwendig, beruflich und familiär, ganz oft kompliziert. Egal, Hauptsache es konnte dem Kind geholfen gehen. Am Evangelium von heute begegnen wir einer Mama mit ihrem schwer kranken Kind. Das ist ein Text, das ist gar nicht einfach. Weil wir begegnen heute Jesus mit Worten und Reaktionen, die schwer verständlich sind. Und schon an meinen Überlegungen und noch an meinem Gebet auch ein bisschen mit der Corona-Situation können in Verbindung bringen. Immer zum Text selber kommen aber ein paar Worte zum biblischen Kontext. Die Jesus war mit seinen Jüngerinnen See von Genezareth der Galiläa und du hat hier ganz heftige Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihm reprochiert haben, dass seine Leute sich nicht geben und die religiösen Gesetze erhalten. Und auch seine Jünger haben hier nicht verstanden. Der Petrus stellt ihn zu Rede und sagt, erklär uns, was du da mischst. Stellen wir uns den Ton an die Situation vor und auch dem Jesus seine Einsamkeit. Wohl hat hier viel Leute rundherum sich, aber trotzdem war hier mauselang. Danach gehen sie vom See Genezareth fort Richtung Mittelmeer, ob Sidon, dem heutigen Libanon, 150 Kilometer. Distanzmäßig von Lützeburg bis auf Namur. Zu Fuß über Birgendal.
Die Leute aus dieser Gegend waren für die Israeliten verruf, weil sie Hede waren. Zwischen den zwei Kulturgemeinschaften war kaum Kommunikation. Vielleicht wollte Jesus sich einfach verfußen, für am Gebiet Nesrau zu fannen, fort von dem Gestreits an den dauernden Kritiken. Jesus könnte also mit seinen Freunden an, als mit, und vielleicht doch ein bisschen genervt. Da könnt die Frau aus Kananäa bei hin und sagt, Herr, hier verbrauchen mit mir mein Durster, geht von einem Dämon gepiesackt. Dem Jesus seine Reaktion im Hintergrund von der Viergeschichte als menschlich, aber trotzdem ganz erstaunlich. Hin ignoriert die Mam, hin antwortet hier nicht. Das tut weh. Die Frau muss so insistiert haben, dass dem Jesus seine Jünger, die des Gebirels mit waren, und auch hier wollten hun, schließlich zu ihm so, und dann hilft der Frau doch, dass sie abhält, hier rundherum zu blären. Auch do aus dem Jesus seine Reaktion mehr wie ein erstaunlich. Hier schwätzt mit den Jünger, aber nicht mit der Mam. Hier seht zu ihnen, ich sie geschickt für die verlorene Schaf aus dem Haus Israel. Sie Antwort das schwer nachvollziehbar. Sind dann das Kant, als ein Mann nicht doch kann vom Herrgott? Sind doch sie vom Herrgott gewollt oder geschaffen? Was hätte mir an der Platz von der Mam gemacht? Abgehen, wären wir aus der Küste gesprungen, vielleicht Rosen an zutiefst traurig fortgegangen, mit dem Gedanken, nie mehr, das tut alles gut keinen Wert. Aber die Mam geht sich nicht, eng Mam eben. Sie geheizt sich für dem Jesus auf den Boden und bittet, Herr, hilf mir. Nee, sein Kehr aus dem Jesus seine Antwort ganz brutal. Das ist nicht richtig, der kann das Brot wegzuholen und nicht den Hünse fressen zu gehen. Darauf sind als die Reaktion von der Frau bemerkenswert. Es lebt zu ihrem Kant, aber auch ihren immensen Glauben, dass der Jesus den Ass, den ihrem Kant kann helfen, gehen hier die Kraft, für nicht abzugehen. Trotz den unverständlichen, ja sogar ein bisschen blessanten Wörter, bleibt sie souverän und sachlich und bittet dem Jesus Paroli. Herr, du hast recht, mir auch tönfressend Grimmeln, die den Herren von ihrem Tisch fallen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die Jesus ist beeindruckt vom tiefen und hartnäckigen Glauben von dieser fremden Frau. Frau, dein Glauben ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und das Mädchen war geheilt. Für den Jesus sein aber doch erstaunlich Verhalten an sein Hart wieder zu erklären, gibt es viele Hypothesen. Ich lasse das mal einfach so stehen. Ich will dabei besonders, dass der Blick richten. Bei dieser Begegnung ist es Jesus selber, der sich von einer ausländischen Frau überzeugen lässt. Jo, hier ist bereit, sind 4 Urteiler, die hier anscheinend vielleicht doch hat, über Bord zu gehen und neu Wehr zu gehen. Waren es bei allen anderen neutestamentlichen Begegnungen immer die anderen Menschen, die sich durch den Kontakt mit ihm stehren gelassen haben, aber bereit waren, ihm zu denken, so als es heute Jesus selber, den sich von einer fremden Person, dazu auch nach einer Frau, überzeugen lässt. Vielleicht, ich weiß nicht, wie dir es dabei geht, mich persönlich beeindruckt das immens. Wie wird dem Jesus sein Leben an die Verkündigung von seiner Botschaft verlaufen?
ohne die Begegnung mit dieser jungen Mann. Da wir seine Botschaft vielleicht nicht außerhalb von der jüdischen Kultur verkündigt ging, weil die Frau hat dir abgemerkt. Aber wenn hier See Genezareth nicht von den Pharisäern auf von seinen Freunden zusammen gebottert gewesen, da wir hier kaum an das heidnische Land geflüchtet, für sich da eine Zeit zurückzuziehen, für zur Ruhe zu kommen, am Gebet. Die Begegnung von Jesus mit der kananäischen Frau weist uns, dass doch der Jesus hat müssen an seine Mission rawussen, aber seine Fähigkeit umzudenken, ist beeindruckend. Vielleicht erleben auch wir an unserem Leben, bedingt durch Krankheit, besonders in Corona-Zeiten, oder andere Erfahrungen, wo wir versicht sind, für abzugehen, wo wir nicht mehr können. Dem Jesus seine Erfahrung kann auch für uns eine Lebensschule sein. Wie wichtig ist es, auf den Avis von anderen zu lauschen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Nie hat einer lang die Vorrecht gebracht. Das auch manches, was nicht direkt verständlich ist, trotzdem für etwas gut sein. Das ist wie ein Vierspiel vom Ostergeheimnis. Passion, Auferstehung. Dass die Begegnung von der kananäischen Frau mit Jesus auch uns invitiert, für weiter zu kämpfen und niemals abzugehen. An einem Moment von Stille will man dem Jesus als persönliche Erfahrungen ersuchen, aber auch die betroffenen Menschen vertrauen. Heilige Maria, Gottes Mam, Mam vom Jesus. Auch du hast der Jung oft nicht verstanden, mir aber hast du nicht abgehen. Trägst drin am Lied, bet für uns, dass auch mir wie die junge Mam aus dem Evangelium niemals de Courage verlieren, an uns dem Jung vertrauen. Amen.
Jesus, wie die junge Mam, kennen noch mehr Menschen, die krank sind. Dafür rufe mir zu dir, hilf denen Menschen. Für alle Mammen und Pappen, die Sorgen haben, weil ihr Kind krank ist. Jesus, wir beten dich, hilf denen Menschen. Jesus. Hilf diesen Menschen. Für die Menschen, die krank sind, besonders die, die allein mit uns beten, aber dir Trost und Kraft sichern. Jesus, wir beten dich, hilf denen Menschen. Jesus, wir beten dich, hilf denen Menschen. Pour toutes les personnes qui, particulièrement en ce temps de pandémie, sont au service des malades dans les hôpitaux, les maisons de soins ou à domicile. Jésus, nous te prions, viens en aide à ces personnes. Jésus, nous te prions, viens en aide à ces personnes. Für alle Familien, die daheim einen kranken Mensch abholen und betreuen, und du mit viel Verzicht erkaufen. Jesus, wir beten dich, hilf denen Menschen. Jesus, wir beten dich, hilf denen Menschen. Pour les personnes qui pleurent le décès d'un membre de leur famille, Jésus, nous te prions, viens en aide à ces personnes. Jésus, nous te prions, viens en aide à ces personnes. An engem Moment verstellt, vertraue mir dir, Jesus, die Menschen aus unserem Umfeld an, die krank oder traurig sind. Jesus, wir beten dich, hilf denen Menschen. Jesus, Wir beten dich, hilf denen Menschen. Jesus lauscht auf eist Gebet, dat wat mir aussprechen, an dat wat du allein kannst. Darum beten wir, durch dich, als ein Herr, an als Bruder. Amen. Krankheit und dem Tod, ob wir wollen oder nicht. Menschen leiden, manche sterben, und wir können das nicht ändern. Menschen leben in Trauer, und wir stehen hilflos daneben. Krankheit und Tod zeigen uns unsere Grenzen auf, immer und immer wieder. Wir bringen unsere Angst und unsere Trauer, unseren Schmerz und unsere Ohnmacht vor Gott, klagen ihm unser Leid. Wir bitten ihn für unsere Kranken, Verstorbenen und für die Trauernden. Wir bringen ihm aber auch unsere Freude am Leben und unsere Hoffnung auf Leben, jetzt und in Ewigkeit. Wir danken ihm und loben ihn, denn er ist der Anfang, die Mitte und das Ende. In ihm leben und weben und sind wir. Herr, unser Gott,
Wir glauben, dass dein Sohn von den Toten auferstanden ist und unsere Verstorbenen zum neuen Leben auferweckt. Festige in uns den Glauben an die Auferstehung und stärke uns in der Hoffnung und die ewige Vollendung bei dir. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Wir gedenken den 796 an Covid Verstorbenen. 796. Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchtet ihnen. Lass du sie ruhen in Frieden. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Ô Dieu, dont la miséricorde est insondable et les trésors de la pitié innombrables, regarde-nous avec bonté et multiplie notre confiance en ta miséricorde, pour que nous ne succombions jamais au désespoir, même dans les plus grandes contrariétés, et que nous obéissions toujours avec confiance à ta volonté qui est la miséricorde même. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de miséricorde, qui, avec toi et le Saint-Esprit, nous témoigne la miséricorde maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Lasst mal beten, mit denen wir, die Jesus selber eis gelehrt hat, die eis bannen und eise Papa am Himmel, den der Pap von aller Bärmen und von all Trost ist. Eise Pap am Himmel, dein Num sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns haut als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie mir auch jene verzeihen, die in unserer Schuld sind. Verjähr uns nicht auf Versuchung, mir mach uns frei vom Bösen, weil dein ist Reich und Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Lasst mir ein Gebet machen, 2 Satzrechterin. O Maria, du erleuchtest immer unseren Weg als ein Zeichen der Erlösung und Hoffnung. Wir vertrauen uns dir an.
Du hast am Kreuz die Schmerzen deines Sohnes Jesus ausgehalten und deinen Glauben bewahrt. Du Heil des römischen Volkes weißt, was wir brauchen. Und wir sind sicher, dass du dafür sorgen wirst, dass so wie in Kana in Galiläa die Freude und das Fest zurückkehren werden nach der gegenwärtigen Prüfung. Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, dem Willen des Vaters nachzukommen und das zu tun, was Jesus uns sagt, der unsere Sorgen und unser Leid auf sich genommen hat, um uns durch das Kreuz zur Freude der Auferstehung zu führen. Darum bitten wir, heute und alle Tage, bis wir dich sehen in Ewigkeit. Amen. Liebe alle Guten, ich spende nicht nur den Segen, aber dieser Segen soll über die Mauern von dieser Kathedrale heraus auch bei allen Guten die gehen, die an dieser Feier mit uns verbunden wären, über Internet oder über Television. Diese Segen soll auch alle Guten, die viel berehren, die probieren tun, an der Zeit von der Pandemie, die noch nicht ganz rüber ist, andere beizustehen. Wir haben viel Zeichen auch für Solidarität und auch von Trost erlebt, für die wir dankbar sind. Diese Segen soll auch alle Guten die berehren, die Tag für Tag an den Kliniken, an den Altersheimen, an den Pflegeheimen hier das Beste machen. Doktoren, Infirmieren, Soignanten, alle Guten, die Leute enkadrieren mit ihrem Wissen, mit ihrer Kompetenz, aber besonders mit ihrer Lebt. Diese Segen soll alle Guten die berehren, die an der Seelsorge tätig sind, bei den Kranken, bei den Elenden, bei Leid mit einem spezifischen Besuch. Diese Segen soll uns alle Guten erreichen, für das das Herz nie gleichgültig ist für ihre Krankheit und Tod. Diese Segen soll uns immer im Neu abmachen, für die Courage zu empfangen an den Trost, die Maria uns schenkt. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott segne euch. Er gebe euch Kraft, füreinander da zu sein. Gott behüte euch. Er halte seine Hände schützend über euch. Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er leuchte euch den Weg zu eurem Nächsten. Gott sei euch gnädig. Er gebe euch nur so viel auf, wie ihr tragen könnt. Gott gebe euch Frieden. Gott trage euch mit seiner Liebe. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Erlaubt mir immer rausgehen, dass ich nach ein paar ganz herzlich Mercien soen. Für denen, die euch auch musikalisch durch das Feier begleiten, ob ein wunderbar Art erweis. Und das sind einen ganzen Teil von den Sängerinnen und von den Sängern von der Choral von Jung Lenster unter der Leitung von dem Herrn Luc Niles. Da das auch als Kantor, als Viersänger, den Olivier Niles, den Herr Patrick Colombo, ob der Urgel und alle Guten, die geholfen haben, das Feier zu animieren mit ihrem Gebet, besonders auch den Membern von der Krankenpastoral. Wir wollen ich alle Guten Merci sagen für ihr Gebet, das hoffentlich auch mit die inspiriert zu beten, die führenden Ekran sitzen. Und dafür auch alle Guten dienen Merci, die Technik bedingt tun, und es ermöglicht tun, eine Verbindung herzustellen,
zwischen der Kathedral an denen vielen derbause bis an die Krankenzimmer oder bis an Zimmer von unseren Alters an Pflegeheimer. Ich alle Guten wünsche mir noch einen schönen Rest Feiertag. Wir hunn Krankenandacht iwwerdroen aus der Oktav, ze summen mat eisem Weihbischof Monseigneur Leo Wagner. D'Andacht gëtt Dock wiederholl haut den Nowend im 18 an dem 23 Auer. Ich ginn ech Rendevous fir d' Pontifikalmass aus der Kathedral moi sonndech 10:30 Mures op alle Kanäle, Dock RTL 2 an katol.lu. Ich wünsche nach e Scheinfest vun der Trächtrin am Lied, a ginn dommer de Mikro zréck an den Studio.